Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen ist ein Leben mit Gott. Aber in jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich naam? Wer sehe ich? Wo kann ich sicher sein, dass ich jeistlichet Leben habe, und wenn ich wo vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen. Der Grund für die neue Geburt. Wir haben al ein bisschen von geredet, dass Gott hat uns gemerkt, dass Gott hat den Mensch gemerkt für sich selbst. Gott hat die gemerkt für sich selbst. Aber Sinn hat uns von Gott weggelegt. Der Feind, der versucht Adam und Eva, und sie gingen von Gott weg, und nun sind wir alle unter den Fall geboren, und wir gehen alle von Gott weg. Und so wir brauchen alle die neue Geburt. Der Mensch ist gemerkt in Gerechtigkeit und Heiligkeit, sagt die Schrift. Aber wir haben eine Sintel in der Tür, und Gott will uns zwar gerecht und heilig machen durch Jesus Christus. Und so, wenn wir reden von dem Grund von der neuen Geburt, dort ist das Weichgehen von Gott, oder dass wir sind für Gott gemerkt, aber wir sind weichgegangen von Gott. Die Schrift lehrt uns, dass in jeder einer, was von der Früh geboren ist, und dort sind wir alle, aber jeder einer, was von der Früh geboren ist, der muss von dem Geist Gottes nie geboren worden. Na, die Bibel redet von das auf verschiedene Wege. Das redet von geboren von boven, die wahre Geburt, nie Geburt, durch den Geist geboren. Verschiedene Wege braucht die Bibel zum das Selbstgedenk beschrieben. Aber weißt du, wir brauchen eine neue Geburt. Wir brauchen, dass das uns wird nie gemerkt. Wenn wir sind von Gott getrennt, und wir brauchen, dass uns wird nie gemerkt. Und Gott will uns nie merken, aber er will uns die neue Geburt geben. Wir fragen vielleicht mit Nikodemus taub. Nikodemus, er kommt nach Jesus einen nach und er vertelt mit Jesus. Und dann sagt er, wo kann ein Mensch von Nien geboren werden? Wenn Jesus hat ihm gesagt, dass wenn du nicht von Nien geboren bist, kannst du nicht in Gott sein Recht nehmen. Nikodemus sagt, so steht in Johannes 3, Vers 4. Nikodemus sagt ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch einmal im Mutterleib gehen und war geboren worden? Na, Nikodemus, er denkt hier körperlich. Wir würden vielleicht auch haben, wenn wir in seine Schau wären, wenn wir haben von der viel mehr Informationen als er hat. Aber er kommt nach Jesus, wir wissen nicht korrekt wieso, aber er kommt so aus, oder danach. Vielleicht heißt es, wenn Jesus wieder Druck über Tag, aber er will mal eine längere Zeit mit Jesus vertellen. Und Jesus, er sagt am Fuß von Anfang, du musst von Nien geboren worden. Und Nikodemus fragt, wo kann ich das tun? Wenn ich sie all alt, kann ich noch einmal geboren worden als ein Kind. Aber Jesus redet von der geistlichen Geburt. Jesus sagt wieder in Vers 5, Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Gottesreich hineinkommen. Na, Jesus sagt hier sehr interessante Dinge. Er sagt von Wasser und Geist geboren. Na, das wird verschieden ausgelegt im Christentum. Einige würden das vielleicht ausleihen, dass das diet nur die Taufe, oder das diet nur Gott sein Wort, wenn einmal braucht die Schrift, das Wasser auch ein bisschen als Gott sein Wort. Aber ich glaube, er redet hier von einer physischen Geburt und einer geistlichen Geburt. Und die Ursache, das glaube ist, wenn in das Anfang redet er von Fleisch und Geist. Er sagt in den nächsten Versen steht, in Vers 6, was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Na, weißt du, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn wir denken an unsere Lösung. Wenn wir sind im Fleisch geboren, wenn wir nun in das Fleisch versuchen, irgendwie bei Gott angenommen zu werden, vielleicht durch unsere Opfer, durch Dinge, was wir tun oder Dinge, was wir nicht tun, dann sind wir sehr in Trouble. Wir müssen oder wir brauchen die neue Geburt. Wir brauchen die geistliche Geburt. Na, ich hatte einmal so gesagt, als Adam und Eva erschaffen worden, dann gab Gott ihnen den Heiligen Geist. Und dann, als sie sich versinnen, dann trug der Geist in Rüt. Und so das geistliche Part von einem Mensch dort starb, dass wir nicht mehr mit Gott in Verbundschaft. Aber nu in der wahre Geburt, nicht kommt der Heilige Geist in uns nennen. So verstehe ich die wahre Geburt. Das ist eine geistliche Geburt. Wir sind alle fleischlich geboren, aber das ist alles Fleisch. Und wenn du in dein Fleisch versiegst werden, dann wird niemals schaffen. Aber wir brauchen eine geistliche Geburt. Wir brauchen dort, dass der Geist Gottes in uns trägt. Und weet je, der Geist Gottes trägt in uns durch den Glauben an Jesus Christus. Er sagt wieder in Johannes 3, Vers 7 und 8, Lass dich dort nicht wundern, dass ich dir sage, jemand nie geboren worden. Der Wind bloßt durch, wo er will, und du kannst am hören, aber du kannst nicht sein, wo der herkommt
und weiß auch nicht, wo er bleibt, so ist es mit einem jedem, der von Geist geboren ist. In einer Weise können wir sagen, das ist nicht ein Ding, was wir mit unseren Menschen wieder erklären können. Aber auch gleich, was passiert ist, dass Gott trägt in uns Leben an. Die Bibel dient immer weiter noch an, dass wir sind der Tempel von den Heiligen Geist, sagt Paulus. Er sagt auch, wir sind verschlossen oder verseelt mit dem Heiligen Geist. Er sagt, der Heilige Geist hat uns in Jesus in Körper getauft. So der Schrift redet von das auf verschiedene Wege, aber das ist alle dasselbe Geburt. Wir sind durch den Geist Gottes von Neuem geboren. Und das ist ein bisschen so der Wind. Der Wind ist bloß, wir weiten der Erste, wir feilen dort, können vielleicht nicht sein, aber wir können sein, was der Wind tut. Aber wir weiten nicht wo der herkommt oder wo der bleibt. Und Jesus sagt, so ist es ein bisschen mit dem Heiligen Geist. Wir weiten vielleicht nicht gerade, was in uns passiert ist. Wir weiten bloß, wir sind nie geworden. Und wir haben bei einem anderen Weg von Denken, ein anderer Weg von Leben. Unsere Worte sind verschieden. Aber wir sind wahre geboren durch den Heiligen Geist. Und das ist eine geistliche Geburt durch Glauben. In dieser Vertal wieder verlängert, da sagt Jesus so steht in Vers 14 und 15. Und so als Moses in der Wildnis in der Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen auch hoch abgehoben worden, dass all die an ihm glauben, das ewige Leben haben. Na, Jesus dient hier im Alten Testament nun die Geschichte und Israel, welche sie wieder nach dem Weg von Ägypten nach Kanaan. Und durch hängen wir es, werden sie ungehorsam, sie grünsten immer eigentlich über Gott und über Moses. Und dann einmal lässt Gott das zu, dass durch jäftige Schlangen manche Menschen kommen, die bieten die Menschen und die Menschen, die sterben. Und dann gehen sie nach Moses und sie schrien sozusagen zu Moses und sagen, was geht hier vielleicht halb uns? Und Moses geht nach Gott. Und dann sagt Gott, merkt die Schlange von Bronze, hängt die ab, und jeder einer, was durch Hand checkt, der wird leben. Und ich will haben, dass wir uns dort morgen, was sie mussten tun. Dort sage ich bloß, sie mussten durch Hand checken. Na, weet je, ich sage einmal, dass sie doch nicht, dass sie mussten durch Hand checken und danach mit Großmama mehr Schmier anschmieren. Aber dort sage ich doch nicht, dass sie sollen die Schlange checken und danach Gewässer Tee trinken. Dort sage ich bloß, check nur die Schlange und du wirst leben. Und weet je, so ist unsere Erlösung. Wir sind gebeten sozusagen von der Schlange von Sinn. Und wir denken einmal so, okay, wo kann ich gerat werden, wo kann ich dort loswerden, wo kann ich selig werden? Bloß mit an Jesus glauben. Wenn Jesus sagt, ich will abgehoben worden, so ist Moses der Schlange abhang. Jesus dient nur seine Kreuzigung. Na, weet je, wenn wir denken an die Geschichte in Israel dort, sie wissen vielleicht nicht von was bedient diese Schlange. Aber die Schlange, die wies nur Jesus. Und Jesus hang am Kreuz. Und er sagt, wer an mich läuft, der hat das ewige Leben. Er sagt nicht, der wird Fleisch haben, der sagt nicht, wenn er da noch dit ist, wenn er noch mit dit Schmier anschmiert, oder wenn er noch die gute Worte hast, oder die Kleidung an hast. Er sagt bloß, ich will abgehoben werden, und wer an mich läuft, hat das ewige Leben. Er sagt wieder in Johannes 3, Vers 16, weil das ist ein von den ganz bekanntesten Versen in der Bibel. Und er sagt so steht, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weet je, wir sind für Gott gemerkt, aber wir gehen verloren. Das ist ein bisschen das verlorene Schub, wo Jesus von redet. Aber Gott kommt uns heran. Gott schickt ihn sehen. Und er sagt zu Nikodemus, weißt du Gott, wenn du wirst an mich glauben. Und weißt du, als Jesus das zu Nikodemus sagt, das wir noch vor der Kreuzigung. Ich glaube, Nikodemus weiß auch nicht, was mit der Schlange in der Wüste zu tun hat. Aber letztendlich war ihm das klar. Als Jesus erst gestorben wäre. Und ich glaube immer, Nikodemus hat geglaubt an Jesus. Wenn er ein von denen, was Jesus von Kreuz raufnimmt. Und ich glaube, es für er geglaubt. Aber Jesus sagt, Gott liebt die. Weißt du, Gott mögt die. Gott mögt die für sich selbst. Und er hat die verloren. Nun hat er Jesus geschickt, zum die raten. Er sagt wieder in Vers 17 und 18, Wills Gott schickt sie nicht in diese Welt, um die zu rechten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerecht werden. Wer aber nicht glaubt, er soll gerecht, weil sie nicht an den Namen von Gott sein einzigen Sehen glaubt. Wir haben einmal ein bisschen Gedanken, dass Gott sind aller Gott. Gott wird mich bloß rechten. Aber weißt du was? Du kannst das Gerecht Gottes in den Stich gehen mit Jesus annehmen. Na, die Bibel dient noch an, dass wir noch gerecht werden für unsere Worte. Aber das hat nicht zu tun mit selig werden oder nicht selig werden. Ob wir gerat sind, hat zu tun mit, ob wir an Jesus glauben oder nicht.
Und Jesus sagte Nikodemus, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu raten. Na, ich glaube, Jesus kommt treu, und er wird diese Welt richten. Aber nicht kommt er, um die Welt zu raten, und wir können dort im Glauben annehmen. Er sagt wieder in Vers 19, und das rechte Urteil ist das, dat Licht kommt in die Welt an, aber die Menschen haben das Düstere lieber als das Licht, weil sie erwarten werden vom Düsteren. Das finde ich auch noch krass so. Wir kennen die Botschaft von Jesus, wir hören die vielleicht Ferien und Sonntag in die Kirche oder wir hören die on Radio, aber wir haben noch niemals uns Hart aufgemerkt für Jesus, wenn uns Hart ist voll von Düsternis. Das ist alle uns Sinn in uns Hart. Und wir Menschen sind bloß so, dass wir wollen dort, was wir in unseren Harten haben, oder die rechten Dinge, die wollen wir verstärken. Und so uns ist Angst, im Licht zu kommen, und dann wird auf einmal alle aufgedeckt worden. Und Jesus sagt, so ist es mit der Menschheit in dieser Welt. Er sagt, das rechte Urteil, dort ist gekommen, das Licht ist gekommen. Und nun wollen wir im Licht gehen. Wenn wir an Jesus glauben, dann kommen wir in Licht an. So der Mensch kann jährlich wiedergeboren werden durch den Glauben an Jesus Christus. Die physische und die jährliche Geburten, die haben ein Ding überein. Und das ist, dass die bringen Bad und nicht Leben über dir. Wenn du ein kleines Baby hast, das geboren, dann soll nicht leben in deiner Familie. Und wenn wir jährlich wiedergeboren sind, dann soll nicht leben. Ich sage einmal zu Menschen, wenn du nicht in nicht leben ist, dann wird du auch nicht eine Geburt. Warum mal sagen, jemand kommt ab und sagt, oh, ich sehe auch einen Christ, ich habe Jesus angenommen, aber der lebt in Sinn, der lebt sozusagen für den Teufel. Dann ist es klar, dass du wird keine Geburt. Wenn eine Geburt bringt ein neues Leben über dir, beides physisch und geistlich. So das neue Leben, das kommt von Gott. Der Mensch, der geht von geistlicher Tod ohne den Sinn, nur geistliches Leben ohne Gott. Das ist die neue Geburt. Der Schrift sagt auf einer Stelle, dass wir sind aus den Feindsinn rausgeraten, nur Gott. In Epheser 2, 4 und 5 sagt es, aber Gott ist so reich und Gnade. Morgen, woher das sagt. Gott ist so reich und Gnade. Das sagt nicht, Gott ist so reich und euer. Aber Gott ist so reich und gerecht. Gott ist so reich und Gnade. Und er ist uns so gut. Wir haben groß gelesen, dass Jesus sagt zu Nikodemus, Gott liebt die Welt, so sei er. Und das sagt das selbe Ding hier. Das sagt, dass er die Welt so gut, dass er liebt die Welt so sehr, dass er uns mit Christus zum Leben bracht, wenn wir tot in unsere Sünden wären. Durch Gnade war wir selig. Das redet hier von der neuen Geburt. Weil der Geist Gottes kommt in uns näher und der gibt uns jährliches Leben. Jährliches Leben ist, wenn du mit Gott verbunden bist. Wenn du mit Gott getrennt bist, dann hast du jährlich Tod. Oder dann bist du jährlich tot. Aber mit Gott taub, dann sind wir jährlich lebendig. Und so das Leben, das kommt von Gott. Nu haben wir Leben für die Welt angetauscht mit Leben für Gott. Wir haben Stolzheit angetauscht mit Demut. Wir haben Leben für uns selbst, oder Selbstsichtigkeit können wir sein, mit Leben für andere. Beides mit Gott. Was ich will sagen mit das ist, dass wenn du eine neue Geburt hast, dann hast du auch ein neues Leben. In Galater 4, Vers 19 und 20 und 21, durchjagt Paulus uns den Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Er sagt es dort. Was das Fleisch verworten hat, ist klar. So, wenn ich eine Person sehe, ich lebe fleischlich, das ist alles, was ich habe. Weil Jesus sagt zu Nikodemus, wir sind vom Fleisch geboren, er im Fleisch geboren, und wir sind geistlich geboren. Und so, wenn ich bloß fleischlich sehe, dann beschriftet mich. Das sagt es dort. Was das Fleisch verworten hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, unbändigt Leben, Aufjäterei, Zauberei, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nosigsein, Zank, Spaulerei, Aufgans, Mord, Südmen, Verräten. Und so wird mehr. Ich habe Ihnen das einmal gesagt, aber ich sage das noch einmal. Die so was tun, wollen in Gottes Reich nicht hinkommen. Wenn das dein Leben beschrift, dann wird ihr das meint hier gleich, dass wenn ich nochmal in diese Dinge vielleicht nennen fall. Aber das ist mein Leben. Das beschrift, wer ich sehe. Dann sehe ich fleischlich. Paulus sagt auch in Römerbrief, dass wenn ich das Fleisch herangehe, dort leiden verdorben. Und das ist, was er hier auch sagt. Wenn das mein Leben beschrift, dann wird er nicht eine Geburt. Und dann sagt er wieder, so steht, den Geist seine Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Jen Sonne ist das gesagt nicht. So, wenn wir das ein bisschen überholen, wenn ich bloß fleischlich sehe, ich sehe im Fleisch geboren, und das ist alles, was ich sehe, dann beschrift die erste List mein Leben. Aber wenn ich von Nien geboren sehe,
Wann ich mit den Geist Gottes beleef sie, ich sie mit den Geist Gottes war zum Leben gekommen, dann beschrift die Frucht von Geist mein Leben. Und so wie kennen uns selbst ein bisschen Frauen, wohnt von diesen Listen beschrift mein Leben. So was ist das Ziel von einer neuen Geburt? Na, wir haben das al gesagt, das Ziel ist ein Leben für Gott, das Ziel ist die Ewigkeit. Aber lass mich gewisse Gedanken geben über das. Was ist das Ziel von einer neuen Geburt? Erstens, Tränen und Paradies. Weet je, de Anfang en dat Eng in Gott sein Wort wiesen uns Gott sein Plan. Von Anfang wird der Mensch im Paradies. Der Mensch, der wir vollkommen, der Mensch, der wir sinnlos, der Mensch hat mit Gott Gemeinschaft. Aber dann verlor er dort. Aber wenn wir die Bibel lesen, bei Eng, bei Offenbarung, dann fingen wir wahr, dass der Mensch ist wahr wie Gott. Das sagt in 1. Mose 2, Vers 8 so steht, und Gott, der Herr, plant ein Garten im Osten an, in Eden, und Gott sah den Mensch, den er gemerkt hat, in den Garten. Und so das wurde gesagt von den Menschen von Anfang, die wir in Garten Eden, die wir mit Gott in Verbindschaft. Und dann, wenn wir nun eingehen, in Offenbarung 21, dann sagt es so steht, und ich sage, einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie als der erste Himmel und die erste Erde verschwungen, und du hast auch kein Meer mehr. Dann sage ich Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott in den Himmel raufkommt, aus eine uitgestromde Brut reut für ihr Mann. Und ich hier eine lüde Stimme von Himmel sagen, check einmal, nu ist Gott seine Wohnung manche Menschen. Er wird mit antop wohnen, und sie wollen sein Volk sein, und Gott selbst wird mit an sein, und Gott sein. So der Anfang und dort Eng wiesen Gott sein Plan. Dort Fashion, du hast viel rechte Dinge. Dort Fashion, du hast Sinn. Du hast viel sinnliche Dinge. Du hast viel Tod gemerkt, viel Blut vergoten, viele Dinge, die recht sind. Aber Gott sein Plan, wie mit dem Mensch taub im Himmel, oder mit dem Mensch taub im Garten Eden, und Gott sein Ziel ist, uns zu wahre Hand bringen. Und so das, wo ihn uns raten hat, wenn er will mit uns taub sein für alle Ewigkeit. So Tränen und Paradies, das ist eine Ursache. Tränen und die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe das all gesagt, wir sind getrennt von Gott. In 2. Korinther 5, 19, da sagt es so steht, dort ist Gott wie in Christus, und er versäumt die Welt mit sich selbst. Er vergibt die Menschen ihre Sünden und hält an den nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. So Paulus schrift der Korinthische Kirche, er sagt, dass Gott hat uns versöhnt mit sich selbst. Weet je, du wie eine Feindschaft, du wie eine Trennung. Wenn du die mal da warst mit deinem Freund, dann musst du ihn versöhnen. Je moet je sozusagen te Gott holen, naar waar dat denkt bereden. Je moet je versöhnen, dat je waar vriend zijn. Dat is wat God met ons doet, durch Jesus Christus. Hij schickt den, der betont an den Sinn, und er versöhnt die Welt mit sich selbst. In Hebräer 5, Vers 18 lesen wir es steht, da werden wir nu voll vertrauen, Gnoden trauen gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade fängt zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb nötig fehlen wird. Na weet je, wo das Vers noch anweist, ist, dass nu in Christus, nu können wir vor Gott kommen. Ich glaube euch, wir können euch sozusagen und trauen Gottes kommen. Wenn wir werden getrennt von Gott, wir werden Jeistlichet, aber in Christus haben wir das wahre drei. So Gott will uns drei im Paradies haben. Gott will uns drei in die Gemeinschaft mit ihm haben. Gott will uns drei nur Heiligkeit haben. Gott will uns drei haben, nur dass wir apart gesagt sind für ihn. Weil wir sind da rausgegangen. Der Feind hat uns da rausgelegt, sozusagen. Und Gott will uns drei durch haben, dass wir für ihn zu sie gesagt sind in dieser Welt. Wir sind in der Welt rausgeraubt, drei nur Gott. 1. Petrus 2,9 sagt, aber ihr seid ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein. Ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk, dass die anderen sagen sollen, wo wundervoll der ist, der jünd aus dem Düsteren rausgerat und in sein wunderbares Licht gestellt hat. So Petrus redet hier von, dass wir sind Gott sein Priestertum, wir sind Gott sein heiliges Volk. Na, er schrift zu den Juden, aber er schrift zu denen, die gläubig sind, dass wir sind Gott sein auserwähltes Volk. So Gott will uns drei im Paradies haben. Gott will uns drei in die Gemeinschaft mit ihm haben. Gott will uns drei nur die Heiligkeit haben, oder dass wir für ihn apart gesagt sind. Gott will uns drei nur ein erfülltes Leben haben. Wir leben einmal die Dinge auf dieser Welt, die erfüllen uns, aber die don't go. Aber wir können Erfüllung kriegen in Christus. Waar hoeft je Friede, als bloß in das Leben mit Gott zu finden? Und wir haben manchmal von Stolz geschehen hier auf dieser Welt. Aber in Christus können wir uns wirklich freuen, wenn wir eine Zukunft mit Gott. Johannes 10,10 sagt, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sehe gekommen, das Leben zu bringen und dass sie dort vollab haben sollen. Na, wir können lange reden von das vollab Leben. Aber wisst ihr, Gott will uns drei haben in sein Reich. Er will uns drei haben sozusagen
in sein Paradies. So warum ist die neue Geburt wichtig für mich persönlich? Erstens, ohne die neue Geburt sehe ich geistlich tot und verloren. Und so wie man eine Entscheidung machen, will ich ewig bei Gott sein oder ewig beim Feind. Die Entscheidung muss wir merken, was Gott hat, den war ich aufgemerkt, hat uns das Licht gegeben. Und so das ist das erste Ding, wo nicht für mich persönlich wichtig ist, wenn ich will bei Gott sein. Zweitens, Gott hat keine Großkinder. Das ist ein persönliches Ding. Bloß wenn die älteren Christen wären, oder du bist in einer christlichen Kirche, dann meine ich, dass du ein Christ bist. Du brauchst Jesus persönlich. Du persönlich musst wahre geboren werden. Drittens, Gott hat keine Kirchenglieder. Na, Kirchenleben ist gut. Wir gleichen in die Kirche. Wir gleichen uns Leben in die Kirche, aber dort rat ich nicht. Du musst die wahre Geburt haben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist trägt nicht in dich an, wenn du nur Kirche forschst. Der Heilige Geist trägt in dich an, wenn du an Jesus glaubst. Gott hat keine Rasse. Ich habe euch mit von geredet, wir glauben einmal, wenn wir sind Mennoniten, wir sind besser als andere Menschen, die anderen sind alles Weltmenschen. Aber das ist nicht so. Wir sind Kreuz zu solchen Weltmenschen. Jede Person, ob wir Mennonit sind, oder Russisch, oder Spanisch, wir sind alle Gott seine Kinder durch die wahre Geburt. Aber das ist das einzige Ding. Wir können nicht sagen, wenn ich ein Mennonit sehe, nun sehe ich bei Gott angenommen. Gott hat keine Kultur. Wir haben so Dinge als Mennoniten, was sehr Fan sind. Und wir wollen das gleich loslassen, aber das rat uns nicht. Und weet je, als ein Mennonit oder nicht, du brauchst Jesus. Du brauchst die wahre Geburt. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn du nicht von mir geboren bist, kannst du nicht in mein Reich nehmen. Und das ist noch einmal so steht. Ohne Jesus Christus gehen wir verloren. Und so will die Mut merken, nimm Jesus an im Glauben. Sat ihn Vertrauen auf ihm, auf sein Tod, seine Auferstehung. Wenn er ist für die gestorben, er ist für die abgestanden, und Gott will die Träge haben in sein Reich. Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen ist ein Leben mit Gott. Aber ein jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da hin? Wer sehe ich? Wo kann ich sicher sein, dass ich geistliches Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen?